Was? Du bist ein Freund von Professor Nosy? Aber sicher doch. Ich hole ihn immer von seiner Wohnung ab und bringe ihn auf Platz. Er hat mir sogar einen Namen gegeben. Taxiflo, sagt er zu mir. Klingt doch gut, oder? Wenn du den Professor kennst, dann weißt du doch sicher auch, wo er wohnt. Kannst du uns zu seiner Wohnung bringen? Gern. Aber ich werde ihn dort nicht treffen. Er ist im Weltraum verschollen. Was? Verschollen? Ja, wo ist er denn hin? Ich weiss nicht. Der Professor ist Fan von spannenden Abenteuern. Manchmal will er dabei alleine sein. Und dann verratet er niemandem, wo es geht. Aber das ist doch unlogisch. Er hat doch sicher eine Nachricht hinterlassen. Wenn ich einen gefährlichen Fall lösen will, sorge ich einmal auch immer vor für den Notfall. Du vielleicht schon, aber du bist ja auch nicht der Nosy. Da muss die Vanessa grinsen. Der Tobias sagt da lieber nichts drauf. Es muss ja nicht jeder wissen, wer er ist. Der Taxiflo gleitet schwerelos aus der Halle und steigt in die Luft. Unter ihm liegt eine geduldige Stadt. Dort unten geht es zu und her wie einem Ameisenhaufen. Menschen, Außerirdische und Roboter hetzen durch die Häuserschluchten. Der Taxiflo steuert auf das höchste Gebäude der Stadt zu und fliegt durch die Wolken. Der Professor will halt immer so nah wie möglich bei den Sternen sein. Ja, da oben würde ich auch gerne wohnen. Höher und höher fliegt der Taxiflo, bis ganz rauf an die Spitze. Der goldige Turm funkelt so hell, dass es alle gerade blendet. Der Taxiflo rast durch ein hell erleuchtetes Tor, das automatisch hinter ihm zugeht. Wir sind da. Das ist die Garage vom Professor Nosy. Die Freunde steigen aus und schauen um. Hier sieht es überhaupt nicht aus wie eine Garage, eher wie in einem Wartezimmer. Die Vanessa die mag aber gar nicht warten. Sie klopft an eine Tür, die privat draufsteht. Guten Tag, der Professor ist im Moment nicht daheim. Ja, das wissen wir schon. Lass uns gleich rein. Der Nosy hat sicher nichts dagegen. Wir sind alte Freunde von ihm. Das kann jeder sagen. Vergiss es. Wir klauen nichts. Wir wollen nur ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir einen Hinweis, wo der Professor angereist ist. Eine bessere Ausrede hast du nicht. Sorry, ohne mich. Jetzt wäre ich dann gerade stinkhässig. Mach sofort auf oder ich besorge mir irgendwo eine Strahlenkanone und blase die in 1000 Stück.